Kolleginnen und Kollegen, mit der Covid-19-Pandemie und am Konfinement haben viele Leute, inklusive der Studenten, gelitten. Ob jung oder alt, alle Guten waren davon betroffen, an alle Guten müssen wir gucken, wie wir die Konsequenzen davon einzugehen. Am Gesetzesprojekt von Haut geht es erst um die Jungen. Und auch das ist wichtig, weil die Studentinnen und Studenten das als Zukunft von unserem Land, wo wir uns immer als Matière grise, als eng von unseren Matière première Gedanken machen, dann ist das zu Recht, dass wir diesen Leuten helfen wollen. Wir dezidieren also heute eine Anwendung von den CDS-Konditionen. Für so die Studenten entgegenzukommen, die, ja, wie wir alle Guten, bisschen von der Covid-19-Krise überrascht goufen an touchiert goufen. Wir Piraten begrüßen, dass den heute Projekt und das Initiativ geholt gouf für die Studenten und Studentinnen an ihrem Effort auf den vielen Universitäten und Hochschulen auf der ganzen Welt weiter zu studieren, für die zu unterstützen. Das ist für uns mehr wie evident, dass wir der Bildung müssen vorangehen. Das ist ein Platz, wo ich nicht spuren darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetzesprojekt geht in die richtige Richtung. Allerdings geht es, an den Kollegen David Wagner hat es gerade gesagt, auch bemollen. So hat die Chambre des Salariés an uns zu Recht kritisiert, dass eben gerade nicht genug gemacht wird für die Studentinnen und Studenten, die aufgrund von der Pandemie hier ihren Studentenjob verloren haben. Gerade die werden in den nächsten Wochen und Monaten besonders touchiert gehen. Die, wo es eben trotz der doch substanzieller Hilfe vom Staat nicht immer durchgeht. Es gibt verschiedene Gründe, für das nicht durchgeht. Einerseits, weil so Bundesländer sind, wo die Lebenshaltungskosten immens hoch sind. Andererseits, weil sie aus einem Staat kommen, wo wirklich all Cent gebraucht wird, wo die paar Euro eben nicht mehr da sind, für die Schülerinnen oder Studenten zu unterstützen. Dementsprechend wird für die ganz besonders hart gehen. Gerade die, und in Deutschland gibt es den Term Arbeiterkinder, die an einer ersten Generation auf die Uni gehen. Die den ganzen Hof von ihrer Familie sind, weil sie es packen, als erst aus der Familie auf die Uni zu gehen, haben es meistens finanziell nicht schwer. Aber gerade da wäre es Hoffnung gewesen, dass die nach ein Just Make man, dass die nach denen weiter entgegenkommen, weil das schon ein Erfolg als Ersten aus der Familie auf die Uni zu gehen. Das ist ein zweiter Erfolg, wenn ihn dann neben der Workload, die man im Bologna-Prozess angefordert hat, die irgendwo, je nachdem, wie ihre Referenzkarte in Uden hält, zwischen 35 und 45 Schaffstunden für die Uni pro Woche leidet, dass ihn dann auch nach 10 oder 20 Stunden schaffen geht, für sich sein Studium zu finanzieren. Das ist eine Belastung, die nicht nur doppelt ist, das ist eine Dreifachbelastung. Aber genau da sollte man nach noch bessern. Das ist aber an dem heutigen Projekt just ein kleiner Bemol. Das ist aber ein Bemol, den da wird das angeschwärzt gehen. Trotzdem, weil das Projekt ganz viele Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten wird helfen, kann ich den Akkord von den Piraten für das Projekt geben. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird der Herr Edukationsminister Claude Marsch. Merci, Herr Präsident. Ein großes Merci für die breite Zustimmung.